Ufangs März war Bieler Gagebiercht der traditionell Burschbrande vun de Scouten. De Philipp huet also purfroe beantwort. So, Burschbrennen das eng Lützeburg Tradition, die ist schon wéilang, ze gëtt mir wirklich viel zu lang. Und das ist sto, wo in de Wander dann verbrennen, da sollt freier ugo und wieder geht besser. Wieder gëtt bisse besser am moment, Fremer is mal drop. Das hier war ein bisschen extra, weil man eben seit 2 Jahren am Burschbrennen konnte man durch Covid-Situation. Mir hatte wahnsinnig viele Leute, also so viel Undrang hatte man noch nie. Es war ein dicken Erfolg, auch mit den 2 Gruppen, das hat super geklappt. Und da bin ich mega zufrieden mit der ganzen Schawi-Equipe, dass das so gut geklappt hat. Und es war so gut gegangen, dass man wirklich schon nach 1500 € konnten in die Ukraine und Scouten an der Ukraine spenden, was dann eben wirklich eine Menge an vollen Erfolg ist. Wer es dann dazu kommt, dass sich die 2 Bieler Scoutsgruppen zusammen gedoen haben? Das so, dass wir sich immer 2 Scoutsgruppen hatten zu Biel, das war Don Bosco Marzalach und eben St. Paul Biel. Das waren 2 Gruppen, die waren auf 500 Meter Luftlinie, das war wirklich relativ nah. Und wir haben dezidiert, wenn wir aber Jungs sind, wir verschiedene soll gut, wir sind in der Klasse, können wir auch gerade so gut eine neue Gruppe gründen, die wir Conduction Biel 12 genannt haben. Was eben dafür hat, dass wir mehr Leute haben und dass wir viel mehr Kanner können enkadrieren. Und wir haben auch viel mehr Kanner, was dann eben eine volle Erfolg war. Wie da gesehen sind, kann er schon fleißig am Gang die nächsten Aktivitäten zu machen.